Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, erstmal an der Stelle möchte ich sagen, sorry, dass es letzte Woche als Reaction, beziehungsweise, Reaction, kein Video gab. Das gab es beim lieben Pierre, Kanal Köln in Zeit. Bei dem war ich zu Gast und mit dem habe ich zusammen eine Reaction aufgenommen. Sein Kanal ist in der Beschreibung drin. Könnt ihr sehen, ungefähr so die letzten 2-3 Videos. Ja, was soll ich sagen? Einige von euch hatten ja dann gefragt, hey, wann kommt denn deine Reaction und so weiter und so fort. Ich fand einfach, ich habe alles gesagt. Aber gut, schreibt gerne in die Kommentare rein, wenn ihr der Meinung seid, dass egal, ob ich bei Pierre was aufgenommen habe, nachdem wir zusammen ein Spiel geguckt haben, was ja schon ab und zu mal vorkommt, ob ich dann nochmal eine eigene Reaction hochladen soll. Aber wie gesagt, ich war der Meinung, dass ich da letzte Woche eigentlich alles zu gesagt habe zu unserer Leistung in Elversberg. Oh Gott, ey, das wird eine schwierige Saison, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, aber gut, was soll ich euch sagen? Wir haben immer noch ein kleines Stürmerproblem. Wir treffen zwar Tore, hey, 3 Tore in 2 Spielen. Ja, treffen zwar die anderen, aber halt nicht die Stürmer. Aber da kann ich halt Damien Downs auch jetzt nicht allzu sehr einen Vorwurf machen. Und Tim Lemperle hat seine Torvorlage letzte Woche gemacht. Ich meine, dafür ist er ja auch gedacht als Sturmpartner. Von daher, der hat ja schon mal, sagen wir mal, das tägliche Brot verdient, in gewisser Weise. Wenn er halt nicht trifft, dann legt die Tore vor. Ja, die Tore kommen halt nicht von unseren Stürmern. Das ist ein kleines Problem. Sah zwar in der Vorbereitung nicht so aus, aber ich persönlich muss mittlerweile feststellen, Vorbereitungen haben überhaupt keinen Wert. Ja, sie sind gut und damit du dich ein bisschen einspielst, aber im Prinzip, es führt zu nichts. Ja, was heißt jetzt zu nichts, aber es ist nicht so relevant, wie man sich das gerne einredet. Deswegen bin ich auch nicht so Feuer und Flamme früher gewesen, wenn ein Testspiel ansteht. Ja, mal schauen. Hoffentlich schafft Damien Downs noch irgendwie die Kurve zu kriegen. Aber das soll es mal an der Stelle fürs Erste für heute sein, bezüglich der Frage Stürmer und dergleichen. Hauptthematik heute. Unser anstehendes Spiel im DFB-Pokal. Zu Gast sind wir beim SV Sandhausen. Gegen die haben wir eine relativ gute Bilanz. Wir haben bisher noch nie gegen die verloren. Das muss aber nichts heißen. Wir haben jetzt eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld. Eine für mich noch relativ verunsicherte Mannschaft, muss ich sagen. Ich traue dem Braten nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, das waren andere Spieler damals, die gegen Sandhausen gespielt haben. Ich werde diesen Gegner auch einen Teufel tun und unterschätzen. Ich meine, in der Pressekonferenz hat Gerhard Struber zwar gesagt, dass man schon davon ausgehen könnte, dass sie tief stehen, dass sie von einer Viererkette auf eine Fünferkette hin und wieder umschalten. Ja, gut, Taktik ist ja nicht so mein Ding. Ich möchte noch mal an der Stelle disclaimen, das hier ist alles Stammtisch-Talk, so ähnlich wie ihr vor den Spielen bei einem Bierchen mit euren Leuten redet, so wie ich das auch tue. Das ist kein Experten-Talk, ich rede halt gerne über den FC. Finde auch, ich habe auch meine Art und Weise, was zum Thema FC und allgemein was beizutragen, aber erwartet hier keinen Experten-Talk. Ich rede mir da nicht ein, in dem Punkt besonders relevant zu sein. Ne? Also das hier kommt aus dem Herzen raus, so wie ich rede. Ja gut, beim SV Sandhausen sind mir ehrlich gesagt so bisher 2 Spieler ins Auge gefallen, die ich so zu dem Player to Watch erkoren habe. Das sind die beiden Stürmer Emanuel Iwe und Dominik Baumann. Die sind so bei mir die Player to Watch. Die haben in beiden Spielen, die Sandhausener jeweils 1-0 gewonnen haben, jeweils getroffen. Zuletzt Dominik Baumann. Deswegen da auf jeden Fall Acht geben, weil man kann bei Sandhausen auf jeden Fall auf den Sturm bezogen jetzt nicht sagen, dass die Ladehemmungen hätten, aber ist ja immer noch eine Liga tiefer. Aber ich dachte mir auch, bei manchen von unseren Spielern eine Liga tiefer, das bringt's ja vielleicht. Nicht spielen. Und da wird sich die Frage stellen, wer übernimmt die 6er-Position oder wie wird das vielleicht umgestellt? Wird Erik Martel. Falls sich einer fragt, ich habe ja schon bei einigen anderen Kollegen gesehen, dass die Leute da gesagt haben, was, wie kann er nicht spielen und so weiter und so fort. Der hat sich auch gar keine rote Karte abgeholt in der Liga und dergleichen. Diese rote Karte, diese gelb-rote Karte, die resultiert noch aus der letzten Saison, als wir gegen Kaiserslautern ausgeschieden sind. Bitte merkt euch das. Obwohl meine eigenen Zuschauer nehme ich Stand jetzt eigentlich so vollkommen ernst. Ich glaube, ihr seid da entsprechend informiert, aber es ist nur für diejenigen, die vielleicht mal vorbeigeschaut haben und das nicht wissen.
Diese Sperre wird in die Folgesaison übertragen, wenn man aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist. Das war ja bei uns dann halt auch der Fall. Ne? Das heißt, selbst wenn Erik Martel jetzt für einen anderen Verein gespielt hätte, würde er gesperrt sein. Deswegen ist die Frage, wie wird das umgestellt? Ich persönlich sage jetzt mittlerweile auch noch eine andere Position müsste mal umgestellt werden, die des rechten Verteidigers. Jan Thiemann sollte eine andere Rolle bekommen, finde ich. Er überzeugt mich nicht auf der Position. Ich finde es auch schade, dass das meistens bis zum Ende durchgezogen wird. Ich würde mal wenigstens gerne wissen, was wäre, wenn Rasmus Carstensen mal für ein paar Minütchen, so 20 Minütchen gegen Ende eingesetzt wird. Wer weiß, ich will es einfach nur mal wissen, wie er sich im Vergleich zu ihm auf dieser Position dann macht. Ja, bin mal gespannt, wie das ausgeht am Sonntag. Ich selber sage euch ganz ehrlich, was diesen DFB-Pokal aktuell angeht, weil wir sind eine Mannschaft, die halt gewisse Aufgaben gerade hat. Und das ist in der Liga, sich zu etablieren, sich zu akklimatisieren und gegebenenfalls nicht in den Abstiegskampf zu geraten, weil davor habe ich echt momentan Schiss. Aber gut, reden wir es uns gerne mal schön. Wir haben einen Punkt mehr als in der letzten Saison zu diesem Zeitpunkt. So kann man sich's auch schön reden, ne? Wir hatten ja erst ab dem 4. Spieltag den ersten Punkt, von daher, haben wir jetzt einen Punkt mehr. Wer weiß, vielleicht ist es eine Tendenz nach oben oder auch ein Warnsignal. Ich bin jedenfalls, was aktuell den DFB-Pokal angeht, zwiegespalten. Wisst ihr, wir brauchen auf der einen Seite jeden Euro, den wir durch ein Weiterkommen erhalten würden, allein schon für unser Transferfenster, das sich dann im Dezember erst für uns öffnet. Je weiter du kommst, umso mehr ist drin. Wisst ihr, aber andererseits frage ich mich, inwieweit das dem alltäglichen Geschäft in der zweiten Liga schadet. Ja, in Sachen Belastung und in Sachen Konzentration. Wisst ihr, machen wir uns nichts vor. Diese Mannschaft schafft es seit einem Jahr nicht konstant gute Leistungen abzuliefern. Und wirkt teilweise ja recht labil. Ganz zu schweigen von der Verletzungsanfälligkeit. Und da muss ich auch mittlerweile, auch wenn ich jetzt hier sehe, was mit Marc Uth passiert ist, heißt zwar, er sollte in Kürze wieder einsetzbar sein, aber das hieß es ja auch zu Anfang diesen Jahres. Und da hat es, glaube ich, bis zum 30. Spieltag gedauert, bis er wieder einsatzfähig war. Ganz ehrlich, ich wage es, weil hier wird auch gemutmaßt, hier wird auch mal polemisch gesprochen, hier wird auch Gerüchte in die Welt gesetzt. Ich persönlich stelle unsere medizinische Abteilung in Frage. Ich meine, habt ihr das nicht auch schon gehabt, dass ihr irgendwie einen total beschissenen Arzt hattet, der irgendeine Krankheit oder ein Wehwehchen gar nicht erkannt hat und einfach nur euch den gelben Schein gegeben hat und gut ist und dann seid ihr später noch mehr erkrankt und musstet vielleicht sogar den Hausarzt wechseln? Wissen, was für ein Schlendrian seit Jahren beim FC drin ist, dieser Klüngel und so weiter. Da kann man gerne mal sich fragen, haben wir wirklich so gute Ärzte? Oder haben wir vielleicht so, kennt ihr Dr. Nick Riviera von den Simpsons? Dieser mexikanische oder lateinamerikanische Arzt ohne Lizenz, der immer in so Hinterhöfen seine Patienten behandelt. Ey, nicht, dass wir beim FC an sowas geraten sind. Okay, war jetzt ein bisschen übertrieben. Gebe ich zu an der Stelle. Ne? Aber die wirken wirklich recht labil und verletzungsanfällig. Nichtsdestotrotz sage ich aber, es sind Profis. Auch angehende Profis, weißt du, manche erfahren, manche noch quasi in der Ausbildung. Da würde ich jetzt mal einfach lapidar Damien Downs sagen, dass der so quasi noch in der Profi- oder Männerfußball-Ausbildung ist. Aber der muss trotzdem seine Chance bekommen. Und wenn es schon so wäre, dass die vergleichsweise minimalen Aufgaben beim FC diese Spieler überfordert, ja, wie soll das dann werden, wenn sie mal für einen Verein mit größeren Ambitionen spielen? Ich meine, ein Weiterkommen im Pokal ist von meiner Seite aus wichtig fürs Selbstvertrauen, die Finanzen. Und das ist mir natürlich ebenso nicht gerade unwichtig. Und, das möchte ich auch mal ansprechen, für die Liga Plus Dauerkarteninhaber. Ne, Liga Plus bedeutet nicht nur Dauerkarte für die Liga, sondern auch für alle anderen Wettbewerbe, in denen der FC teilnimmt. Ich meine, die zahlen seit Jahren eigentlich umsonst diesen höheren Preis für ihre Dauerkarte, diesen Aufschlag. Obwohl wir in keinem weiteren Wettbewerb großartig weitergekommen sind. Das letzte Mal, wo es sich gelohnt hat, war das in der Conference League. Ich meine, wäre halt mal nice, weiterzukommen und dann in der nächsten Runde mal wieder vielleicht Heimrecht zu haben. Da haben wir auch immer so dieses Lospech. Ne? Wäre mal wieder an der Zeit. Wir hatten seit Ewigkeiten kein Heimspiel im Pokal. Das letzte Mal, ja, 2022. Naja.
Unsere Jungs müssen allein für ihre Zukunft im professionellen Fußball, sei es bei uns oder irgendwann woanders, lernen, mit einer Mehrfachbelastung umzugehen. Das ist einfach so. Ne? Aber jetzt, wo ich hier von Losglück gesprochen habe, nochmal zum Thema Glück. Ne? Weil da habe ich schon so oft gehört, so auch mal aus meinem Umfeld, aus meinem FC-Umfeld, wir haben einfach kein Glück. Kein Glück mit den Schiedsrichtern, kein Glück mit den Verletzungen, kein Glück bei der Situation, kein Glück vorm Tor. Ach, Leute, wenn man ins Spiel geht und dann diese Einstellung hat, hoffentlich haben wir heute Glück, dann brauchst du gar nicht auf den Platz zu gehen. Du musst die Fähigkeit haben und nicht Glück. Glück ist so die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn du Kirschen isst. Aber Glück ist, ey, was sollen denn die Spieler machen? Ich hasse das. Ich habe echt im Umfeld Leute, die immer davon reden, Glück, oh, wir haben einfach kein Glück. Ich hätte mal so gerne Glück wie Verein XY. Hört doch auf mit der Scheiße. Glück. Du musst die Fähigkeit haben zu siegen und nicht das Glück, um zu siegen. Klar, wäre nice, mal wieder ein bisschen Glück zu haben. Aber wenn es mit Glück nicht geht, dann musst du das irgendwie erzwingen. Da musst du dein Glück erzwingen, wenn du so willst. Aber da sich einfach in den Strafraum stellen und so hoffen, dass die da Scheiße bauen von der gegnerischen Mannschaft, das ist auch keine Einstellung. Hört mir auf mit Glück, was sollen die Spieler machen? Sollen die sich eine Hasenfoto in die Unterhose stecken oder ein 4-blättriges Kleeblatt? Ist ja genauso auch wie die Leute, die mir sagen, ich bete für den FC, ich bete, dass dies und das eintritt. Hört mir zu, vor euch sitzt ein gläubiger orthodoxer Christ. Ist jetzt auch egal, ob ich orthodoxer Christ bin. Es geht darum, gottesgläubig zu sein, was ihr natürlich nicht sein müsst. Ihr habt vollkommen das Recht darauf, auch Atheisten zu sein. Wenn ihr gute Menschen seid, dann habt ihr meiner Meinung nach, egal was mein Glaube sagt, vielleicht bei einem Gespräch mit dem lieben Gott noch die Chance, irgendwie in den Himmel zu kommen. Na, also halten wir mal fest, ich bin ein gläubiger Christ. Ne? Deswegen trage ich ja auch diesen orthodoxen Rosenkranz. Falls sich jemand wundert, was das ist, tragen viele Serben, ist so quasi unser Erkennungszeichen. Ja, das ist jetzt, wir bringen auch viel Personal Talk hier mit rein, ne? Aber ich würde nie im Leben drauf kommen, für Fußball zu beten. Habt ihr sie noch alle? Als ob die gegnerische Mannschaft nicht auch betet. Das heißt, das ist so quasi ein Kampf zwischen Gebeten. Seid ihr verrückt geworden? Wisst ihr, die eine Seite wird auch traurig sein, wenn ein Spiel verloren wird, genauso wie auch wir. Der liebe Gott, auch wenn das vielleicht manche von euch nicht glauben, kümmert sich um sehr viele Probleme. Gottes Mühlen malen langsam, aber präzise. Alles hat seinen Grund, selbst die schlechten Dinge, die katastrophalen Dinge. Manche Todesfälle können auch Familienmitglieder zusammenführen. Ja, ich will jetzt hier nicht einen auf Reverend machen, ne, aber das gibt es ja auch, habe ich auch schon erlebt, ne? Person XY stirbt aus der Familie und die anderen, die miteinander vorher verstritten waren, hat es wieder zusammengeführt. Das hat manchmal auch was Gutes. Oder, keine Ahnung, lernst auf der Beerdigung von jemandem die Frau deines Lebens kennen. Verstehst du? Alles hat so seine Gründe. Ne? Das will ich einfach nur damit sagen. Und deswegen, der liebe Gott hat ganz andere Probleme, um die er sich kümmert, als Brot und Spiele. Denn das ist Fußball immer noch. Es ist die schönste Nebensache der Welt. Ja, okay, Sex eher mehr, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, in welchem Kontext. Von mir aus heben wir da Sex und FC auf ein Level. Wollen wir uns darauf mal einigen? Eventuell? Vielleicht? Keine Ahnung, aber hört auf mit diesen ich bete für den FC und so weiter und so fort. Ich werde niemals für den 1. FC Köln beten. Ich bete für relevantere Sachen. Tut mir leid, so wichtig der FC auch für mein Leben ist und für mein Wohlbefinden, egal wie scheiße er spielt. Aber hört auf mit Glück und Beten und dieser anderen esoterischen Kram, der noch dazu kommt. Ist ja ganz nett, irgendwelche alteingesessene Rituale zu haben, ein bestimmtes Trikot zu tragen und so weiter und so. Das ist ja noch witzig, wenn man dann sagt, der Verein ist meine Religion. Das kann man gerne mal aus Spaß sagen, aber es meinen, weiß nicht. Müsst ihr selber wissen. Gut, aber nochmal zu unseren Gegner Sandhausen und unserer ersten DFB-Pokalrunde, die wir hoffentlich überstehen werden. Es wird sehr schwierig. Ich unterschätze die nicht und wir haben ziemlich viel Ladehemmung vorm Tor. Also, nach 90 Minuten ist mein Spieltagstipp oder Erstrundentipp ein 1-1. Verlängerung, wir gewinnen das Ding in Elfmeterschießen mit 5:4. Das ist mein Tipp. Ja, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr langen Nachmittag vor uns. Einen unnötig langen Nachmittag, den wir aber noch, da wird vielleicht das Glück auf unserer Seite sein, mal ausnahmsweise. Und wenn ihr gebetet habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare hinterher rein. Ne? Dann nehme ich das auch gerne wieder für voll.
dass einer sagt mit dem Beten, sorry, ich weiß, es ist ein bisschen Hate Speech vielleicht an der Stelle, aber ich werde von sowas echt im Privatleben aus meinem Umfeld bombardiert. Und hier verarbeite ich das ein bisschen. Ich weiß ja nicht, vielleicht könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ja, also 1-1 nach 90 Minuten, 5:4, Elfmeterschießen. Ja, das werden wir dann nochmal so kurz vor knapp gewinnen. Und wie es dann weitergeht, schauen wir mal. Ich hoffe dann wenigstens, wir haben ein Heimspiel einfach für die Liga Plus Dauerkarteninhaber. Und ja, liebe Freunde, das möge es dann an der Stelle gewesen sein. Ich melde mich dann mit einer Reaction spätestens Montag. Ne, vielleicht aber noch schneller. Mal gucken. Sonntag ist ja auch ein guter Upload-Tag, aber ich gucke vorher das Spiel erstmal. Ach ja, ich bin nicht in Sandhausen, falls sich das einer fragt. Deswegen kann ich auch aufnehmen. Ne? Hab mich gar nicht erst bemüht. Bei kleinen Stadien brauche ich gar nicht erst zu gucken, ob ich als FC-Fan Karten bekomme. Denn dreimal dürft ihr raten, wer nicht nach Düsseldorf fährt. Ja, ich habe schon wieder keine Karte bekommen. Ach, wisst ihr was? Ich will die Folge noch nicht beenden. Das mache ich jetzt noch. Komm, ein paar Minütchen gönnen wir uns noch. Wie mich das nervt in dem FC-Ticket-Shop. Meine Fresse. Weißt du, erstens, es ist sowieso krank, an einem Werktag um 10 Uhr morgens das zu machen. Werktag ist nicht schlimm. Aber warum nicht 18 Uhr den Leuten wirklich eine reelle Chance geben, noch eine Karte zu kriegen? Stattdessen hast du dann die ganzen Leute, die entweder Studenten sind oder Arbeitslose sind oder im Homeoffice, die dann schon, keine Ahnung, um 6 Uhr morgens sich einloggen und eingeloggt bleiben. Und weißt du, ich tue dann hier von meinem Kumpel, dem Vater, der in Rente ist, da engagieren, dass er da bitte, weil er auch FC-Mitglied ist, vielleicht mal nach Karten schaut. Er war um 9 Uhr online. Um 10 Uhr steht da, sie haben 1 Stunde Wartezeit. Und dann steht da plötzlich 1 Minute Wartezeit und plötzlich ist kein einziger Platz mehr verfügbar. Ihr kennt das alle. Und das nervt so tierisch. Und ja, ich finde auf der anderen Seite auch schon wieder löblich, was für eine krasse Fanszene wir haben, dass wir die Stadien fluten. Und ich erwarte wieder eine Invasion. Auch dort in Düsseldorf. Natürlich mit ein bisschen mehr Düsseldorfern dabei. Deutlich mehr Düsseldorfer, sagen wir mal locker 70%. Aber die anderen 30% kann ich mir gut vorstellen, dass auch außenrum wir das übernehmen. Aber trotzdem, Leute, das nervt. Dieser Ticketshop ist echt... Ich weiß nicht, ob es an der IT-Abteilung liegt, dass da wieder irgend so ein Hinz und Kunz eingestellt wurde, der seine Arbeit halbherzig macht. Kann sein. Dass wir wieder irgend so einen Minijobber haben, der das da macht. Weil das stürzt ja dauernd ab. Die Wartezeiten stimmen nicht überein. Weiß nicht. Ich persönlich würde es ehrlich gesagt fair finden, wenn der Login mal für einen Tag lang, wenn da diese Vorverkäufe sind, erst ab, sagen wir, 9:30 freigeschaltet wird. Oder dass die Uhrzeit auch mal geändert wird. Die meisten Leute haben spätestens um 18 Uhr Feierabend. Das ist fair. Aber da um 10 Uhr morgens zu sagen, jetzt kriegen auch wirklich nur die irgendwie so eine coole Arbeit haben oder keine Arbeit haben oder noch nicht zur Arbeit müssen, die kriegen jetzt die Gelegenheit. Und der Rest, den hier. Ja, so läuft das ab beim 1. FC Köln. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Ich wäre gern dahin gefahren. Ja, kann ich jetzt vergessen. Ich meine, ähnlich wie die letzten Jahre in der Bundesliga haben wir nur ein Derby. Ihr versteht schon, was ich meine. Also so ist es dann auch in der zweiten Liga. Wir haben nur ein Derby. Ja, und schade, dass ich das dann nur halt zu Hause verfolgen kann. Ja, ich habe eine Dauerkarte. Okay, ich habe eine Dauerkarte, aber ja, mehr möchte ich über die Dauerkarte auch nicht erzählen. Aber ja, ich habe eine Dauerkarte. Bin ich froh drüber, ist für mich ein Privileg. Aber jetzt war es das dann wirklich an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und liebe Freunde, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, denn wir wollen uns noch wiedersehen.